Servus und Habitäre beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Der Esel nennt sie wie bekanntlich immer zuerst. Ich bin der Mike, habe die Ehre und mit mir im Studio der Corby. Corby, servus und habe die Ehre. Wie geht es dir? Mike, hi. Du, ich bin leicht aufgeregt. Ich bin zum allerersten Mal bewusst in den Classics. Dieses Mal, und ich hoffe, du stimmst mir ja dazu, hab sogar ich diesen Film gepitcht. Das stimmt. Wir haben mal die Diskussion gehabt oder diese, in unserer WhatsApp-Gruppen haben wir halt gesagt, ja, was kann man denn aufnehmen für die Classics? Ja, mittlerweile gehört John Carpenters Vampire ja schon zu den Classics. Der Film ist von 1998 quasi schon uralt. Und, glaube ich, du hast den ja bestimmt im Kino gesehen, oder? 1998? Ja. Was, wie alt die da war? 8. 6. Wow. Schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber hast du im Kino gesehen? Ja, mehrfach. Ich glaube, da sind inzwischen, ich habe es zu meiner Frau schon gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt den Film nochmal angeschaut, weil es ist schon wieder Zeit her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Und zur Auffrischung ist, bevor meine Frau ins Bett ist, habe ich gesagt, okay, ich lege jetzt den Film schon mal ein und ich schaue schon mal ein bisschen, während sie noch am Handy scrollt. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt, ich glaube, dass ich den Film im Kino damals zwischen 7 und 10 Mal gesehen habe. Also, was ist immer so gestört? Gerade bei dem muss man sagen, ich habe da nicht immer gezahlt. Also ich habe den Film einmal quasi gesehen im Plattlinger Kino, weil da meine Tante mir eingeladen hat. Und wie in unserer Starship Troopers Folge schon einmal angerissen, hat mich meine Tante immer in so Genrefilme eingezahlt, die eigentlich für mein Alter noch gar nichts waren. Und wenn ich da so überlege, ich war zu dem Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen ist, 84, 6, diese peinliche Pause, die ziehen wir jetzt aus, ich war 14. Ich war 14. Also leider ist es schon spät. Wir haben ja den harten, meinen ersten Arbeitstag wieder gehabt nach dem Urlaub. Mathe ist nicht. Also 14 war ich da. Und genau, und hab da in diesen Film rein müssen, weil John Carpenter. Und genau, und dann habe ich aber auch noch zu der Zeit im Landauer Kino gearbeitet bei uns. Jetzt schießt der Kreis, weil fragt man sich schon, warum 7-mal? Was ist los mit deiner Tante? Und dann hat die gar nichts Besseres zum tun. Genau, und dann war es so, dass der Film gelaufen ist. Und mich der halt so begeistert hat und in dem Alter mit den Figuren in dem Film und Ding, wir werden jetzt da gleich drüber reden, jetzt mal wieder, wenn die Arbeitsschicht gar war, so quasi, habe ich mich da in diesen Film eingesessen und ja, ich habe halt einfach immer die Zeit meines Lebens gehabt, das war geil. Und du hast jetzt quasi zum ersten Mal in deiner Carpenter-Box entjungfert, oder? Yes, genau. Zum allerersten Mal habe ich den gesehen, ich habe aber nicht wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse. Aha. Ich weiß ja jetzt gar nicht mehr genau. Doch, ich habe in Letterboxd habe ich eine Liste, wo ich einfach all meine physischen Filme einmal aufgezeigt hat. Aha. Und du kannst ja in Letterboxd so einen Filter setzen, wo du dann auf einen Schlag siehst, okay, welche Filme fehlen dir ja denn noch in deiner Vita. Aha. Und da ist mir der halt natürlich gleich mal ins Gesicht gesprungen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja. Und ich bin jetzt echt gespannt, was du zu dem Ding sagst, weil ganz unproblematisch, finde ich, ist er nicht. Kabi, wie hat er dir denn gefallen? John Carpenters Vampire. Echt, fangen wir so an. Wollen wir nicht einmal für unsere Hörer, die überhaupt nicht wissen, um was es eigentlich da geht. Da machen wir es so. Ja. Klar, er heißt Vampire, um was wird's da wohl gehen? Ja, aber nein, das stimmt schon, du hast recht. Ich bin zu aufgeregt. Ich möchte aber wissen, was denkt der Corby? Ich habe jetzt eigentlich geschaut, was du dem bei Letterboxd gegeben hast und so. Ich möchte immer wissen, wenn du so entjungfert wirst bei so manchen Filmen, wie sagt das so ein Jungspund? Ja, genau. Also zur Story. Möchtest du das machen, weil du machst das immer so gut, oder soll ich machen, wie du magst? Ich bin wachsen in deinen Händen. Ich mach das gleich. Ja. Ich wollte nur sagen, selbst wenn du es versucht hättest, die haben noch nicht bewertet. Ganz nicht, bewusst, weil ich mir gedacht habe, na, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Und arbeite das halt mit dir. Also, oder theoretisch hätte ich ja gehofft, dass der Kani dabei ist. Der hat ja schon in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, dass er den beschissen fand. Ja, wenn es wieder stimmt, weil er hat ja auch eingeschrieben damals, dass er Nosferatu vom Eggers beschissen fand und dann gibt er mir von mir 5 Sterne und sagt, er wollte euch nur verarschen. Ja, aber Verarschungen, die löst mir irgendwann auch auf, du Pfeife. Aber also, genau.
Auf jeden Fall. Es geht darum, es ist ein vom Vatikan finanziertes Team von Vampirjägern, angeführt vom extrem abgebrühten Jack Crow, der gespielt wird vom James Woods. Und dem kennt man, okay, er hat hier seine erste Action- oder Horrorrolle und die will er so richtig ausleben. Dieses Team säubert den amerikanischen Südwesten von Nestern, und zwar von Vampiren. Das machen es unter anderem mit Armbrüsten. Sagt man das so? Armbrüste? Du hast auf alle Fälle Brüste gesagt. Ja. Und mit einer sehr interessanten Technik, und zwar indem er erstmal die Armbrust dazu nutzt, einen Pfeil mitsamt einem Stahlseil durch diesen Vampir zu jagen, damit man dann, das andere Ende von dem Stahlseil ist draußen an einem Auto präpariert, die Vampire ins Freie zieht, um die verbrennen zu lassen. Und der Film ist extrem zynisch, was mir sehr gut gefallen hat. Und vor allem, man merkt halt das auch gleich in diesen ersten, 5 oder 10 Minuten, dieses Team, wie die eingeführt werden, dieser Jack Crow, was der da teilweise von sich gibt und wie die diese Vampire auseinandernehmen. Holla die Waldfee. Also, das ist echt krass. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, das hat die ersten 5 bis 10 Minuten. Im restlichen Film geht es darum, sie müssen den uralten Meistervampir, den Valak, finden und zerstören. Oder halt kaputt machen, so wie die restlichen Vampire. Der ist aber nicht umsonst Meister und macht erst einmal das komplette Team fast nieder, bis auf 2. Und zwar einmal James Wood, also den Jack Crow, und seinen lustigen Kumpan, den Anthony Montoya, Namen Schall und Rauch, gespielt von Daniel Baldwin. Einer von den 1000 Baldwins. Ja, genau. Die 2 machen sie dann auf dem Weg, um diesen Meistervampir zu finden, der wiederum auf der Suche ist nach irgendeinem vergessenen Kreuz, um mit diesem Kreuz irgendeine Zeremonie abzuhalten, damit er tageslichtresistent wird. Was natürlich dann bedeuten würde, der lebt für immer. So nach dem Motto. Er ist unaufhaltsam, unverletzbar. Mit dazu gesellt sie dann noch eine Prostituierte, die Katharina, und die wird gespielt von der Cheryl Lee, die wiederum echte Expertin ist im Vampiren. Also die hat sie da monatelang eingelesen und so, weil ihr habt mal das Making-of geschaut und wird das einmal erwähnt. Okay. Genau. Dann der Kardinal, der sie beauftragt, der spielt auch noch eine Rolle. Der wird gespielt von Maximilian Schell, der Kardinal Alba. Und mehr verrat jetzt zu dem Film nicht, aber muss man eigentlich ja nicht. Also im Prinzip habe ich alles gesagt und es ist ein John Carpenter-Film mit einem äußerst motivierten James Woods. so wie ich das nachvollziehen konnte, haben der John Carpenter und der James Woods einen Deal gehabt. Und zwar hat der John Carpenter gesagt, also wir dran die Szenen so, wie ich das will, und danach darfst du einmal so dran, wie es du willst. Also du darfst sagen, was du willst. Und die meisten improvisierten Sprüche davor sind in diesem Film. Allgemein sind die Leute alle sehr übermotiviert in dem Film, finde ich, von der ganzen Darstellung und auch wie es die Figuren geschrieben sind und so. Das ist alles schon sehr, sehr 80er. Also der Film wirkt wie das ein Fremdkörper in die End-90er, Anfang der 2000er, finde ich. Also wenn du den heute so anschaust, auch mit den ganzen Sprüchen und so und wie dieser ganze, dieser Machismo da dargestellt wird, das ist schon hart an der Grenze, alter Schwede. Alter Schwede. Das habe ich natürlich so mit 14 voll gefeiert. Ich fand das voll geil. Dieser Jack Crow, das war der Mann. Der tritt am Pfarrer in den Arsch und tut Vampire fällen und aussehen Hof und so. Das war schon der Hammer. Aber heute sagst du, ist fast ein cringy. Cringe, sagt die Junge halt. Cringe. Wenn ihr es natürlich vergessen habt, wo ich mich dann voll gefreut habe, als er auftaucht ist, der Valak, der wird nämlich gespielt vom Thomas Ian Griffith. Und kennst du den? Ja, natürlich, du kennst den doch auch. Hey. Das ist der fucking Silver aus Karate Kid 2. Ach du Scheiße, jetzt ohne Schmarrn. Ja! Alec.
25 Jahre später. Ja, 30 Jahre später. oder ein Krass. paar Jahre, nachdem er ja in Cobra Kai da nochmal aufgetreten ist und ordentlich, Stimmt, der war da. Okay. ordentlich da aufgerannt hat. Krass, das hätte ich jetzt nicht mehr kennt. Walleck. Ich bin jetzt, Ja. bin überrascht. Sehr gut. Grandioser glaub ich. Typ, grandioser Bösewicht. Also genau so einen muss man casten, um Ja. so einen Meistervampir darzustellen. Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Ist auf alle Fälle dann so die Antithese zu dem in den 90er Jahren sehr populären Interview mit einem Vampir, wo die Vampire ja etwas romantischer dargestellt werden und auch wieder so dieser Gothic-Horror da mit dabei war. Auf das scheißt der Film eigentlich. Das ist eigentlich ein Western. Voll. Ich war so die ganze Zeit sehr stark an Animes erinnert, wenn ich ehrlich bin. Was? Ja. Und zwar an Cowboy gut. Bebop einmal und dann noch in Vampire D Hunter. Ich wollte jetzt gerade sagen, Vampire Hunter D. Jetzt musst du es sagen. So heißt der Vampire Hunter D. Ja. Bloodlines. Bloodlines, den haben wir mal von Indeed gekriegt. Jetzt, wo du das sagst, den habe ich mir sogar angeschaut. Und wo du das sagst, so diese Darstellung von den Figuren und auch mit dieser Wade und so, das, ja, okay. Verstehe, geh mit. Der Film basiert ja auch auf einem Comic, glaube ich, oder? Auf einer Graphic Novel. Nö, er Oder basiert vom auf einem Roman und zwar Vampire Dollar oder so von John Stakely. Und also basiert sehr vage auf dem Ganzen, weil So im ist Starship Endeffekt, Troopers wahrscheinlich. ja, also gab es so die ersten 5 Minuten, kommen im Buch vor und danach der Rest gar nicht. Okay. Verstehe. Ja, okay. Du, passen muss. Ja. Und im Vorspann kommt ja noch ein ganz cooler Name, wo immer die Gänsehäute aufsteigen, wenn man es liest. Special Makeup FX bei KNB FX, die die Effekte gemacht haben von From Dusk Till Dawn oder Transformers, so Mainstream-Geschichten und so. Aber die haben fürs grobe Gehackte haben die immer zuständig und grobes Gehacktes gibt's auch in dem Film, wenn man die ungeschnittene Fassung hat, wo es ja eine Zeit lang gar nicht so einfach war. Und ich glaube, dass ich auch nicht die ungeschnittene in der Box habe. Ich glaube schon. Und zwar, ich wollte es ein wenig später sagen, aber weil es jetzt gerade so geschickt zum Thema passt. Der Film ist ins Kino gekommen und ist auch dann auf VHS veröffentlicht worden, in einer 108-minütigen Fassung. Und dann ist auch gleichzeitig nur eine geschnittene Fassung rausgekommen, dann fürs Kaufhaus mit einer FSK 16 und die war zwischen 4 und 5 Minuten geschnittener. Oh, okay. Ja. 2001 ist der Film dann auch indiziert worden. Der war wirklich weg. Das war ein böser Film. Schwer jugendgefährdet. Ach, warum? Ja, genau. Das ist genau warum. Aber 2018 ist alles anders worden. Da ist der Film gestrichen worden von der Indizierung und hat dann nach einer Neuprüfung eine FSK 16 gekriegt. 2018. Also, wow. Der war ganz schön lang weg. Also, ein böser Film. Und was waren so Szenen, die sie rausgeschnitten haben? Ja, Gewalt. Also das waren so diese am Anfang. Also wir reden jetzt ganz offen über das Ding. Der Film ist ewig alt, also den könnt ihr sich auf alle Fälle anschauen. Diese am Anfang gleich, wenn dieser der Welek den anderen Typen an der Tür quasi zweiteilt, solche Sachen, dieses Gemetzel quasi in dem Hotel ist massiv gekürzt gewesen. Natürlich auch die Gewalt gegen die Vampire, wenn die Hand weggeschossen wird, wenn der Pflock ins Hirn geht und so. Also eigentlich so alles an Schauwerten war da raus. Und teilweise auch Dialoge, so Frauen, ich glaube, so irgendein Dialog war noch heraus und so. Also die haben da schon ganz schön ausgemisst für die 4-5 Minuten FSK 16 Fassung. Also im Endeffekt, dass da nur noch James Woods Gelaber ist. So ungefähr, wenn es nicht zu frauenfeindlich war. Oh Gott. Ja, so war das damals. Ein wilder Film. Ist jetzt meiner Meinung nach auch einer von den Carpenter-Filmen oder von den letzten großen Carpenter-Filmen. Ich mag den immer noch sehr gern. Und wie gesagt, ein paar Abstriche gibt's, aber man hat dann später, das war so das letzte Aufbäumen, finde ich. Also so über den haben wir schon mal geredet, über Mächte des Wahnsinns, der ja von unserer Seite her eigentlich eine uneingeschränkte Empfehlung war. Ist jetzt bei dem, finde ich, ein wenig anders, aber es ist immer noch ein starker Film. Aber man gespannt schon, Carpenter ist einfach ein Regisseur, der in die 80er einfach seine Hochphasen gehabt hat und mit dem heiligen Filme machen und mit dem Inszenieren in der heiligen Zeit, aber zu der Zeit, damals Ende der 90er, das war alles einfach schon, ja, irgendwie, da war die Filmlandschaft schon anders. Er hat sich nicht wirklich anpassen können. Er hat immer noch die Figuren geschrieben wie ein Snake. Snake ist ja im Endeffekt genau wie der James Woods. Kann man denn sagen, dass das der stumpfste Film von ihm ist? Also. Na,
da gibt's noch Ghosts of Mars. Okay. Aber den viele hassen, also wirklich einer, der was heißt, ja, Carpenter sei schlechtester. Freunde, schaut sich den nochmal an. Gibt's ihm noch mehr Chance? Ich muss das auch nochmal machen, vielleicht reden wir auch nochmal drüber. Ich weiß nicht, ob der in deiner Box ist, Corby, Ghosts of Mars. Ich glaube nicht, nein. Unterschätzt. Okay. Der hat zwar seine massiven Probleme, auch mit der Figurenzeichnung, also was er da mit den Figuren macht, ist teilweise schrecklich. Da haben wir natürlich wieder so ein Ice Cube oder Ice T, jetzt weiß ich nicht mehr, wer das ist, aber einer von denen zwei. Und das tut dem Film nicht gut. Aber ich glaube, wir reden mal über Ghosts of Mars, der meiner Meinung nach aber unterschätzt ist. Aber nur um einiges stumpfer ist, finde ich, wie John Carpenters Vampires. Also Vampires ist ja rein von dem, was da so passiert, eigentlich sehr überschaubar. Ja. Also das hätte ja fast schon zu einem Kurzfilm gereicht. Ja, du, deine Kurzfilme. Aber wie gesagt, man kennt halt da ein Vollgas bei dem Film, dass der Carpenter ein riesiger Western-Fan ist. Und wir haben auch bei, ich glaube, einer von unseren ersten Podcasts über Assault, Anschlag bei Nacht, das ist ja auch ein Belagerungsthriller. Und wenn du jetzt halt die Polizisten gegen Cowboys austauscht und diese Punks gegen Indianer, dann hast du einen klassischen Belagerungswestern. Also Carpenter hat eigentlich 50% von seinen Filmen hat er Western inszeniert, hat die aber halt in irgendein übernatürliches Setting gesetzt oder mit irgendwelchen übernatürlichen Sachen gespickt. Aber im Endeffekt hat das lauter Belagerungsfilme mit Western-Elemente. Und da kennt man halt seine Liebe zu Howard Hawks, weil Vampires ist einfach ein Horror-Western. Und das geht auch schon los, wenn der Film beginnt. Die Musik. Geil. Also der Score, habe ich mir auch gedacht, wow, also dieser John Carpenter, der ist schon sehr vielseitig. Ja. Ich habe bisher halt immer nur dieses Synthetische von ihm gehört und jetzt da auf einmal mit so Gitarren und Rock-Elementen und irgendwie, ja, es kommt schon mit so einem Western-Feeling rauf, aber halt schon typisch 90er. Aha. Also das ist für mich dann schon wieder sehr 90er, weil das so überdreht und so bescheuert eigentlich ist. Also es passt ja nicht wirklich zum Western, aber da halt wieder Vollgas. Ja. Also ich würde ja sagen, der Film in der Zukunft mit Raumschiffen, aber trotzdem mit diesem Western-Setting, ich sag ja, Cowboy Bebop, da passen. Ja, kann gut sein. Aber wir waren mal, muss ich noch eine Anekdote erzählen, wir waren mal in einem Schulausflug in München und da waren wir beim WOM, World of Music hat das geheißen. Ich weiß nicht, ob das den einen oder anderen noch was sagt. Und die haben ja eine riesige DVD- und CD-Vinyl-Abteilung gehabt. Und da haben wir damals Reihe, gut, die anderen haben alle irgendwelche Museen anschauen gegangen und wir haben in diesen WOM und haben uns da den ganzen Vormittag um die Ohren gehauen. Und ich habe schon gewusst, okay, ich habe in der Cinema damals, in Cinema TV, muss ich sagen. Das ist aber am Sonntag in der Früh gekommen, auf der 10, glaube ich, war das. Und da war dann so ein John Carpenter Special da über Vampires. Und da haben wir gedacht, boah, leck, ich muss diesen Film sehen. Das ist ja Wahnsinn. John Carpenter, Vampire, James Woods, Schießen, Lederjacken, Blut. Boah, ich bin sold. Ich hab's mir. Und dann sehe ich da in diesem WOM den Soundtrack von John Carpenters Vampire. Und den hab ich mir gewartet, nehme ich mit, höre ich mir an, geil. Hab mich dann auch voll begeistert. Und kurze Zeit drauf haben wir dann in ein Konzert gewonnen und waren wir auch wieder bei diesem WOM. Und dann habe ich mir die DVD geholt. Meine allererste DVD, die ich mir jemals gekauft habe. Und ich habe noch nicht einmal einen DVD-Player gehabt. War John Carpenters Vampire als US-DVD, Regionalcode 1. Ja, okay. Total dumm. Hätte ich nicht mehr schauen können. Also ich habe nicht einmal einen Player gehabt, aber ich habe mir gedacht, ich muss den Film sehen. Der geht bestimmt in meiner Playstation 1 oder 2. Ich weiß nicht mehr genau. Voll dumm. Und dann haben wir den gekauft und wollten dann daheim einlegen und war ich dann voll traurig, weil der Film nicht gegangen ist. Das war ganz schön blöd. Dass man den da überhaupt kaufen hat können. Ja, da hat schon Importe gegeben und so ein Zeug. Also WOM war damals irre. Importe und alles hat's da gegeben. VHS aus alle Länder und so. Der Münchner war super. Aber du hast den 7-mal im Kino gesehen. Ja, weil ich ihn so geil fand. Das war so der Film. Also, wie alt warst du? 14? Ja. Ja, natürlich fandst du den geil. Ja, natürlich. Eben, das ist genau. Der hat alles. Ja, der hat alles.
Der braucht ja gerade noch ein paar mehr Möpse haben, dann ist es ultimativ für so einen Teenager. Aber der Mark Carpenter hat ja nie irgendwie groß Sexszenen oder Nacktszenen irgendwie inszeniert in seine Filme. Sexy, was jetzt in dem Film einmal Sex ist, ein Popo. Aber bei der Szene in dem Hotel sagt man mal einen Busen. Aber sonst, also da holt sich der Carpenter eigentlich immer zurück. Wie nett der Mike das ausdrückt. In der Szene, da sieht man mal einen Busen. Jetzt sind wir wieder bei Interview mit einem Vampir. Das ist nämlich eine ganz romantische Szene. Die feiern eine Orgie. Na gut. Aber man sagt nur einen Busen. An Ohren. Die feiern eine Orgie und irgendein Typ sagt, glaube ich, zu dem Priester, der bei Erna in dem Team mit dabei ist, ja, wir haben jetzt hier sämtliche Nutten aus der ganzen Stadt hergeholt. Den ganzen Alkohol gekauft. Ja, wie lange bleiben die denn noch? Weißt du, wie kann man seine Figuren noch mehr machohaft inszenieren? Wenn man dann schon der Polizist sagt, ja, ich habe alle Nutten geholt, die es gibt und allen Alkohol zusammengekauft und jetzt müsst ihr dann wieder schauen, dass es weiterkommt. Weil diese Herd voll Leid, diese, weiß ich nicht, 8 Leute, die saufen jetzt den ganzen Alkohol und bumsen alle Weiber weg. Das sind die härtesten von alle. Wow, das ist eine Figurenzeichnung, leckt mich am Arsch. Und ich muss jetzt noch schauen, ich habe jetzt gerade gesehen, der Kinostart in Deutschland war erst der 8. Juli 1999. Also der Film ist um einige Zeit später in Deutschland ins Kino gekommen als in Amerika. Also war jetzt zu dem Zeitpunkt 15. Es tut mir leid. Also das muss ja nicht leid tun, alles gut. Ja, gerade Faktencheck. Ich habe das gesehen, weil, wie gesagt, in der heutigen Zeit ist man ja verwöhnt mit Kinostart zur selben Zeit wie in Amerika und Ding. Oder teilweise kriegen wir es sogar noch eher wie in Amerika. Aber zu der Zeit, da hat man schon noch warten müssen. Genau. Ja, Box-Office technisch war ja der Film so eine, Punktlandung, würde ich jetzt mal fast sagen. Also Budget hat er 20 Millionen gehabt und Einspielergebnis war ebenfalls 20 Millionen, 20,3. Also er hat zumindest 300.000 plus gemacht. Und es ist aber der Film, der eröffnungstechnisch am ersten Wochenende das beste Einspielergebnis gehabt hat von allen Carpenter-Filmen. Wow. Mit Show allein 9,1 Millionen. Krass. Findest du verrückt, dass im ersten Wochenende so viel einspeist und dann gar nichts mehr, oder? Ja, weil sie das da rumspricht, weißt du. Ja. Das ist jetzt da wie in dem neuen Film da Nürnberg, sobald sie rumspricht, ja, der Hermann Göring stirbt. Wow, cool, nur schnell Nürnberg spoilert unter den John Carpenters Vampire. Cool. Geht keiner mehr rein. Ja. Das ist jetzt aber eine Tatsache, die kann vielleicht jetzt Masters of the Universe noch einen Arsch retten, weil die Kritiker sind ja verhalten und die Fanstimmen sind ja sehr positiv und vielleicht geht ja noch mehr als das, was wir bis jetzt haben. Einen Zweiten Weltkriegsfilm kann man nicht spoilern. Also das ist ja das ist wie jetzt der Ausgang von Titanic spoilerst, oder? Ja, eben. Oh was, der Steinschiff geht unter. Okay, Punkt für die. Scheiße. Ja. Na gut. Also ich habe da zumindest nur ein paar Trivias irgendwie mir rausgeschrieben. Hast du mal recherchiert, wer denn eigentlich die Hauptrolle hätte spielen sollen? Na, sag mal's. Also, es ist eine längere Liste. Clint Eastwood, Al Pacino, Tommy Lee Jones, Kurt Russell, Bruce Campbell und Joe Pesci. Oh Gott. Ja, Kurt Russell und Bruce Campbell bin ich dabei. Also, Joe Pesci. Oh Gott. Stell mir das vor. Der geht mit dem Vampir in das Haus, knallt jeden ab, aber immer nur von hinten, der ist so richtig fies. Das hast du jetzt davon. Oh nein, das war schrecklich, um Himmels Willen. Na, James Woods, ich habe den als noch jüngerer quasi schon öfter gesehen, da zu der Zeit in dem Film Auf die harte Tour mit Michael J. Fox. Und der Basie von Avatar war dabei, wie heißt denn der? Der Weißhorrot. Sucht es nicht aus. Genau. Ja, und das war dieser Film Auf die harte Tour und den habe ich geliebt. Weil dieser Michael J. Fox so ein trotteliger Schauspieler war und hat sich an die Verse vom James Woods gehängt, der auch wieder so ein Badass Cop ist in New York und soll diesem Schauspieler quasi zeigen, wie das echte Cop-Leben so ist. Und so kaltschnäuzig wie er da war, dieser James Woods, haben wir gedacht, wenn es so wird wie da in John Carpenters Vampire, dann wird das mega. Und so ist dann auch. Also er zirkt quasi so dieses Ding durch. Und dieser James Woods, glaube ich, ist ja mittlerweile ein bisschen eine schwierige Person, weil er so ein krasser Trump-Supporter ist, was ich so mitgekriegt habe. Den werden wir wahrscheinlich also schnell in keinem Film mehr sehen, außer der Trump finanziert einen Film oder so.
Aber jetzt so im Großen und Ganzen, was sagst du denn? Ist das so dein Film? Hat er dir gefallen? Hast du eine gute Zeit mit dem Ding gehabt? Ja, also ich habe was ganz anderes erwartet. Aha. Also wirklich. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Film mehr bodenständiger ist und tatsächlich so das klassische Vampirtum bedient. Mhm. Und deswegen war ich völlig perplex, allein schon von den ersten 5 bis 10 Minuten, auf die Idee zum Kämmer. Also ich bolz jetzt den Vampiren erstmal am Pfeil durch die Brust. Da sterben die da nicht. Und dann ziehe ich es aber raus mit dem Auto und dann verbrennen die. Aber wie? Wie also, ein Zündhäcksel. Das ist so krass dumm teilweise dann auch. Also mit der Prostituierten, die dann mit eingeführt wird. Eigentlich völlig für den Arsch. Und du weißt ab dem ersten Moment, wo bestimmte Dinge passieren, was mit der anderen Figur passiert. Und ja, dann dazu die ganzen Sprüche von James Woods. Also, wenn du der Hirn ausschaltest und dir einfach denkst, so, ich brauche jetzt einen Film, der mich einfach unterhält und berieselt, dann ist das wirklich eine richtig, richtig geile Wahl und du hast eine richtig tolle Zeit. Und so war's. Also, ich habe keine richtige Erwartungshaltung gehabt, also bis auf das, dass ich eigentlich mit was ganz anderem gerechnet habe. Ja. Aber dadurch, dass er dann so anders war, hat er mich gleich gehabt. Ich habe gedacht, der Score passt. Diese Welt erinnert mich die ganze Zeit an was. Also ich habe lang gebraucht, bis ich auf Vampire Hunter D gekommen bin. Aha. Aber so ab der Mitte vom Film habe ich mir gedacht, doch, das ist doch sogar irgendwie ähnlich von der Handlung her. Aha. Und da weiß ich nicht. Also es war einfach genau richtig. Ich habe mir dann auch gedacht, so jetzt beim Anschauen, ich finde ja diese Tatsache, dass die da pfählen und dann da rausgezogen werden, quasi von diesem Stahlseil, finde ich an sich cool. Weil es ist ohne CGI gemacht, das ist alles wieder von der KNB handgemacht. Ich glaube, im ganzen Film gibt's gar kein CGI. Ist schon mal sehr geil. Und ich finde es cool, wenn die dann da wie Zündhäcksel quasi so in krassen Flammen aufgehen. Aber ich habe mir gedacht, warum zünden sie nicht das ganze Haus an? Das ganze Haus anzünden, dann stell mich rundum und jeder, der rausläuft, den beut sie dann weg. Aber die brennen ja dann sowieso, weil sie am Tageslicht sind. Ich hab mir gedacht, warum machen sie das nicht so? Sie sind doch am Arsch der Welt, das hat doch keine Sau interessieren, wenn die Bude abfackelt. Weißt du, warum das sie es machen? Weil es uncool ist. Cooler ist, wenn du die Vampire in den Kopf einpfählst und dann rausgezogen werden. Deswegen. Aber so, ich bin da so in das Überlegen gekommen und mir gedacht, also effizient ist es nicht. Aber cool. Ja. Ich versuche gerade ein Gegenargument zu finden, aber gibt's, glaube ich, nicht. Die Häuser stehen in der Wüste, es ist von Haus aus extrem warm. Ja. Wahrscheinlich daten die Häuser brennen wie Zunder. Ja, da hast recht. Ja. Aber ich nehme deiner Begeisterung, du kannst ja dein Lächeln nicht mehr aufhören, dass dir der Film auch sehr gut gefällt. Ja, ich mag den total. Also, wie gesagt, wenn einer, der den Film noch nie gesehen hat, und mag eher so wokes Kino vielleicht. Weißt du, wenn man sagt, okay, es gibt bestimmte Witze nicht über Schwule oder was weiß ich, oder die Dialoge haben ja oft ein bisschen so, ja, frauenfeindlich, wie du mit der Frau umgeht, wenn er sich ganz an die Haare packt und vor sich hertreibt und so, sagst, ja, ist jetzt vielleicht nicht so ganz euer Film. Aber wenn du so mit sowas umgehen kannst, dann hast du wegen so deinen Spaß mit sowas. Weil der Film selber nimmt sich ja null ernst. Ich weiß ja auch, dass er ein bisschen ein Nonsens ist. Und dann kann man da echt eine super Zeit mit dem Film haben. Ich finde den super. Der hat zwar in der Mitte drin ein bisschen eine dialoglastige Phase, wenn es dann quasi der Montoya und die Prostituierte in dem Hotel sind und der James Woods mit dem Padre die ganze Zeit rumfährt und so. Da hat er schon mal so eine Phase vor, also 20 Minuten, wo nicht viel passiert und sehr viel geredet wird. Aber so dann am Schluss, das ist dann wieder cool und dann gibt's noch einen coolen Twist, mag ich nicht sagen, aber einen Reveal, was du sagst, Wolleck, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und es wirkt auch schön aussichtslos wieder, diese so Carpenter-mäßig, was du sagst, ja, das Ende der Welt ist nahe und es können nur 2 Leute aufhalten, aber es schaut alles total aussichtslos aus und so. Also das haben sie schon cool gemacht. Und es schaut alles sehr hochwertig aus. Also von die Fahrzeuge über die Waffen, die Kostüme, die Locations und so. Das ist wirklich schönes, analoges Kino. Ich mag den. Ich würde jetzt gern in Richtung Fazit übergehen. Ja, passt. Und da anfangen. Ja, komm, ich mach. Hau aus. Ich setze jetzt schnell auf dem was du gerade gesagt hast. Ja. Und fange mit dem Flop an. Aha. Was mich schon stört, ist so ein bisschen der Schluss. Also, ich gebe da absolut recht,
das Setting mega geil und keine Ahnung, aber irgendwie habe ich erwartet, dass das ein viel bombastischerer Schluss wird. Aha. Also, dass dieser Relic dann nochmal richtig krass wird oder irgendeine Mutation da ist oder keine Ahnung. Aber dieser Endkampf, der ist so schnell dann wieder vorbei und so einfach gelöst, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Okay. Ja, verstehe. Es ist ja, Carpenter macht ja das öfter. Schau dir The Thing an. Wie schnell ist dieses, wenn sie dann in diesem Untergrund sind mit dieser Bombe am Ende, wie schnell ist das dann vorbei? Also der Aufbau so zum Finale hin ist cool, aber dann der Endkampf ist mager. Ja. Eben auch wie bei John Carpenters Vampire. Die sehe es auch so. Also, das ist wirklich so. Es ist so, das Finale ist cool, auch dann mit dieser Zeremonie und so. Aber ich gebe dir da recht. Das ist dann recht schnell vorbei für das, dass der Welleck ja doch die geile Sau unter die Vampire ist. Ja, dann auch mit dem Twist und so. Das hat schon alles in die richtige Richtung aufgebaut. Also übrigens, wir haben tatsächlich nur nicht richtig gespoilert. Ihr könnt eigentlich also den Film immer nur anschauen, ohne zu wissen, was passiert. Viel mehr aushängen können. Ja. Ja, dafür war ich halt dann so ein Stück weit einfach enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, ach Kim, echt jetzt? Ist dir da kein besseres Ende eingefallen? Hat irgendjemand da anscheinend keinen Bock mehr gehabt? Hat der James Woods gesagt, nee, also den Scheiß drahe jetzt auch nicht mehr? Keine Ahnung. Ich wusste mich nicht schon wieder am Boden. Ja. Ansonsten ist für mich das definitive Top und da kann ich dir verstehen, dass du dir das Album dann geholt hast, der Score. Also die Musik, das passt so gut zu dem Ganzen. Da verstehe ich das auch, dass der John Carpenter jetzt mittlerweile da eher lieber seine Konzerte hält, wie noch weiter Filme macht. Also echt geil. Sehr, sehr, sehr cooler Score. Sehr schön. Und bei dir? Ja, ich finde einfach, dass es ein audiovisuelles Brett ist. Mir gefällt der, wie gesagt, Soundtrack super, die ganze Welt finde ich cool. So klar intim, ist zwar eine Riesenbedrohung für die Menschheit, aber wird so intim gehalten und mit so eine Spezialeinheit vom Vatikan und so. Die ganze Ausgangssituation finde ich cool. So dieses raue, dieses schwitzige, finde ich super. Und dann natürlich der Gore, diese handgemachten Gore-Szenen, auch die Enthauptung von dem Pfarrer und so. Super. Die Zweiteilung von dem Typen im Hotel. Also so als Gore-Hound, du bist happy mit dem Film. Da kommst du aus dem Dauergrinsen nicht raus. Aber was ich jetzt so negativ finde, das ist wirklich so dieser Mittelteil, der recht fad ist und ein paar von diesen Jokes, die einfach nicht lustig sind, die cool gemeint sind, aber wo du einfach mit die Augen rollst. Wie gesagt, das war vielleicht früher anders, wo du sagst, leck, ist das eine coole Sau. Und heute sagt er aber bestimmte Sprich und dann sagst du, was ist mit dir los? Alter. Aber wie gesagt, das ist halt die Zeit, das ist diese Person, das passt zu dem Charakter, aber manchmal kommst du schon ein wenig ins Stirnrunzeln. Aber kennt so der Spruch mit dazu, mit dem Ständer? Zum Beispiel. Der kennt da mit dazu? Ja. Ich habe mir gedacht, der Spruch ist so dumm, das ist fast schon wieder gut. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss man den Film in 10 Jahren sehen, vielleicht wieder anders. Da schaue ich dann mit meinem Burm. Und dann frage ich ihn mit dem, wie der das sagt. Ja, macht es. Ja, und dann haben wir nur den Triple Threat. Ja. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, Titten, ja. Hammer. Yes. Mindestens eine ist kurz mal zum Singen. Ja. Wie schaut's aus mit Trompeten? Na. Nicht, es wird nicht trompetet. Und tote Tiere? No. Hast du gewusst? Noch mehr Trivia, Fakten von Corby. Dass eigentlich da ein paar Szenen fehlen, unter anderem, wo die Vampire gegen einen Rudel Kojoten kämpfen und die abschlachten. Na, aber das war super. Ja, genau, aber das hat es leider nicht in den fertigen Film geschafft. Und wäre das drin, dann hätten wir auch die toten Tiere. Cool. Ja. Naja, schon, ja. Gibt es da Deleted Scenes? Also, das ist nie geschossen worden, oder wer? Ist das nie gedreht worden? Er hat die Szene gestrichen, ja. Okay. Schade, hätte ich gern gesehen. Ich glaube, dass so Kojoten wahnsinnig teuer waren zu der Zeit. Ich glaube auch. Vielleicht waren es eine gefährdete Rasse zu der Zeit, dann weißt du, vielleicht noch strafbar gewinnen. Super. Na, sehr schön. Ja, freut mich, dass du da mit diesem Film
deine Freude gehabt hast. Weil so wie man über die Mächte des Wahnsinns geredet habe, habe ich mir schon gedacht, das geht so in die Richtung, das findet der Corby cool. Nur bei dem Film, der war jetzt echt am Spekulieren, weil er nicht einfach ist. Nicht in der heutigen Zeit. Er ist nicht einfach. Also ich muss sagen, ich habe mir schwer getan mit dem James Woods. Aha. Also ich fand den schon sehr unsympathisch. Aber die Sprüche waren dann wieder so dumm und das Ganze hat so viel Spaß gemacht und ich war die ganze Zeit zwischen meinem Anime-Ding und Supernatural und keine Ahnung. Aha, und das hat da alles irgendwie mit dem Motor angeworfen, sodass ich mir dann gedacht habe, ach, einfach Hirn ausschalten und genießen. Und gib ihm. Ja, sehr schön. Aber ist jetzt der James Woods noch cool? Ist das cool? Ist es bei dir cool rübergekommen? Ist er ein cooler Charakter oder ist er einfach nur ein Arschloch? Die Bildsprache ist ja wahnsinnig cool. Ah. Und es passt schon irgendwie mit dazu, dass er halt in einer Tour nur dumme Sprüche halt von sich gibt. Also ich finde, er hat ein sehr unsympathisches Gesicht und das erinnert mich leider auch an einen ehemaligen Kollegen. Also sollten Arbeitskollegen von mir zuschauen, ihr könnt sich ja den Film mal anschauen oder schaut sich mal James Woods in dem Film in einem Bild und dann erkennt man da eventuell eine Parallele zu einem ehemaligen. Das hat mich schon die ganze Zeit gestört. Und dann schreibt es in die Kommentare und markiert die Person dann, dass er sagt. Bitte nicht. Aber das ist schon so, am Anfang da gleich, wenn er dann da steht, seine Männer, die laufen da rum und tun sie die schusssicheren Westen und die Kettenhemden und die Lanzen und er steht dann da mit seiner Lederjacken, breitbeinig, Hand in die Hüften, die Musik, down, 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 down. Das ist schon, wow. Ja, ich sage ja. Der richtige Mann. Das passt da schon. kann der nur so unsympathisch sein, das vergisst man dann relativ schnell. Genau so schaut's aus. Corby, hattest du bei der Aufnahme des Podcasts einen Ständer? Fuck, was sagt der? Wie aus Stahl? Na, wie aus Mahagoni. Wie aus Mahagoni, Mike. Wie aus Mahagoni. Oh, yes. So wollte ich das hören. Sehr schön. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart, Leute. Ich hoffe, es hat Spaß gehabt dabei. Vielleicht entdeckt oder der ein oder andere den Film jetzt für sich. Wie gesagt, passt ein bisschen auf. Die FSK 16 Fassung ist jetzt uncut, aber es müsst schauen, dass ihr eine von den aktuellen FSK 16 Fassungen kriegt, so nicht die gekürzte 16er Fassung. Genau. Und wenn euch der Film gefällt, oder vielleicht habt ihr von dem Film noch nie was gehört, oder habt ihr bis jetzt Vorurteile gehabt für das Spätwerk vom Carpenter, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, es habt ein wenig Spaß gehabt mit uns. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Oh, wow. Das ist, glaube ich, bisher noch nie vorgekommen, dass ich dabei war, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe das jetzt einfach abgezogen. Weil Ja, du das Also jetzt habe ich den Ständer. Das sowas sagt man nicht, sagt er dann, oder? Zu spät. Unser Podcast ist sowieso explizit. Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus und Habidere.